Hallo, liebe Zuschauer und Zuhörer, wäre auch komisch, ja. Wenn es kein Bild hätte oder nur meine Stimme würdet hören. Wir sind hier bei der nächsten Episode von Witcher Wild Hunt 3. Es geht weiter, nach einer kleinen Pause leider. Ja. Ich habe die letzten Tage nicht dazu gekommen, eine neue Aufnahme zu machen, aber ich hoffe mal, dass wir die mal bald mit ein paar einen kleinen Marathon, Episoden-Marathon, ein bisschen wettmachen können. Okay. Wo sind wir letztes Mal gewesen, genau, als Erinnerung. Was sind wir letztes Mal gewesen? Letztes Mal sind wir ja bei einem Sidequest gewesen. Also Sidequest kann man auch nicht mehr sagen. Es war ein Teil vom Hauptquest gewesen, nämlich wir haben die Dame befragt, mit der sich Rittersporn zuletzt abgegeben hat. Und ja, wir haben die letzte Quest gemacht mit Rosa Var Atre und wir sind mit ihr rausgekommen, nochmal eine Zusatzquest von ihr gemacht und ja, sind hier gelandet. Okay, jetzt als nächste Etappe musst du jetzt schauen, was ist da, sprich mit Zoltan. Genau, jetzt muss ich da mit Sprich mit Zoltan machen, das ist Zoltan machen. Als nächster Schritt, da wir jetzt alle Frauen befragt haben, können wir zu ihm zurückgehen und unsere Informationen, die wir jetzt zusammen hier eingesammelt haben, von links und rechts, zusammenlegen, ja, und schauen, was sich daraus ergibt. Oh, was für ein Eingang ist das? Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Oh, nochmal eine Sidequest da hinten. Nicht jetzt, Kollege. Oder weißt du was? Was soll ich jetzt machen? Weil ich erinnere mich gerade, dass sich aus dem Quest ein anderer Sidequest ergibt, wo interessant ist. Was... Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Genau. Ein Sidequest ergibt, wo auch interessant ist, wo man auch wahrscheinlich einen Teil von der Story könnte nennen, nicht unbedingt von der Hauptstory. Aber sicherlich interessant im Zusammenhang. Aber zuerst mal tun wir mal Zoltan diese Ding machen. Infos zusammenlegen. Lecker, wo ist Zoltan? Bei den Titten einer Mittagsschüssel. Ja, schön. Die Ausrede von ein paar städtlichen Bewohnern da. Aus welchem Dorf kommst du? Ja, also. Wie geht's dir, Puschel? Hast du den alten Zoltan vermisst? So, Zoltan. Sprich, komm, was hast du rausgefunden? Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Zoltan. Vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu. Sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Ja, du zuerst mal, ja? Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein Was paar hast du blaue rausgefunden? Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Wieso hast du selber versucht? Lass mal hören. Bin gespannt. Weißt du, wie er ein Mädel umwarb, das Naturkunde studierte? Er fragte sie nach den Gewohnheiten der Trolle. Und weißt du, wohin er mit der Köchin der Passiflora ging? Zur Straße, die von Ochsenfurt nach Novigrad führt und die gerade repariert wird. Sie musste stundenlang zusehen, wie die Arbeiter Felsen zu Pflastersteinen zertrümmerten. Und er verkaufte ihr das als romantischen Ausflug. Weiß ja nicht viel über Menschenfrauen, aber eine Zwergin würde das zu Tode langweilen. Ein Poet wird langsam alt. Vielleicht. Oder er hatte wirklich seine Gründe. Es klingt, als hättest du was rausgefunden. Jo, ich was. Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen, behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir, angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah,
Das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Ja, wieso ist sie nicht auf der Liste gewesen? Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Ah, Rittersporn. Was soll ich sagen? Könnte sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Gerald. Du wirst sehen. Gut, ja, dann machen wir. Ja, dann gehen wir doch zum Eisvogel, oder? Wo immer das auch ist. Und das finden wir raus. Wir haben einen Pfad da und Bettler. Hey, Süßer! Was? Du kommst kein Geld von mir rüber. Seht ihr, was ich sehe? Ja, zum Glück ist der Eisvogel nicht so weit weg. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Ich glaube, ich habe mich bebist. Die Architektur von der Stadt ist auch noch geil. Sehr interessant. Was? Wer schreit da oben? Was macht ihr da? Oder der? Nein, die da. Eventvolle Nacht gehabt. Gut, bis Sonnenuntergang wollen wir da hinkommen, darum meditieren wir doch hier. Und weißt du, was auch nicht gescheit gewesen wäre eigentlich? Wenn wir das Zeug hier verkauft wird. Ja, machen wir mal irgendwann. Oder weißt du was? Schau gerade, ob wir in der Nähe jemanden zum Verkaufen haben. Ich bin durch das Ding hier durchgelaufen. Über den Markt hier durchgelaufen. Das war ein grösserer Teil da gewesen. Warte mal. Genau, der grössere Markt ist da. Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite. Was soll hier alles? Ja, komm. Suchen wir irgendeinen Händler. So, Warum Kollege. erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Ja, komm. Willkommen, willkommen. Gut, zeigen wir deine Ware. Was hast du denn da? Ah, nein, kann ich das nicht verkaufen? So ein Scheiß. Lol. Ja, da muss ich zum Schmied oder so gehen. Bis dann. Aber ein Schmied. Ah, da hat es auch einen Schmied, genau. Mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut. Genau, der hat es auch einen richtig Schmied. Erstklassige Schwerter. Ja, zeig mir deine Ware, Kollege. Zeig mal, was du anzubieten hast. Weil zuerst werden wir das Zeug da verkaufen. Stinkreich werden. Brauche ich überhaupt noch 2287 Kronen, nehme ich mal an, ist das als Währung. Und ja, was hast du da? Ah, Rüstungen hast du für mich, das Zeug schon verkauft haben. Gut, mal schauen, was er alles da hat. 80 ist gleichwertig, 29, Assassinenstiefel, das nehme ich mal. Satteltasche. Wieso zerschlissen? Wieso haben wir nicht ganze? 27, das was ich kann, ist 23. Ist ein 138, ja. Von dem her. Ein zu grosser Verlust ist auch nicht. Und Satteltasche, weißt du, scheißegal ob es zerschlissen ist, kann ich auch brauchen. Was ich verkaufen kann, ist natürlich der Ding, Sattel selber, weil ich jetzt einen besseren ausgerüstet. Und ja, wenn ich genau repariere, kann ich das Zeug, wo ich da dinglet habe. Ja, was ich alles reparieren lassen, was passiert? Das weiss ich jetzt gar nicht. Ja, ist ja nicht so viel. Gut. Weg. Bis dann.
Wenn wir da geschwind gehen, mounten, das Zeug, das wir gekauft haben. Jawohl. 23, 27, ja. Gut. Und ja, Artzeichen. Art verwende ich eben nicht so viel. Ja, weißt du was, scheiß drauf. Jetzt noch geschwind den Rest von der Rüstung loswerden. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ja, das Zeug auch noch loswerden. Und dann haben wir das auch schon gemacht. Und dann haben wir ja so schön brav auf den Sonnenuntergang warten. Okay. Ich habe einen kleinen Exkurs hier. Na, jetzt sind wir da beim Eisvogel und warten auf den Sonnenuntergang. Was? Das hat sich bei dieser Kleid geändert. Ist doch grün vorher. So, okay. Ja, meditieren. Komm, Gerald. Nein, ganz rechts. So. Sonnenuntergang. Ja, was sind ich so? 17, ja. Gut, jetzt gehen wir da rein. Verfolgt, was da passiert. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Plötzlich still. Ja. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen zuwider in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser Schicksalswehres Muster bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränen nass. Der Wolfsspur nach folge ich in den Schneesturm, um dein stures Herz abermals aufzuspüren. Durch Zorn und Trauer in Eis verwandelt, lass mich deine kalten Lippen küssen, schmelzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich
Genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, die deutsche Version ist ein bisschen verbuggt. Irgendwie, als würde das Audio sich irgendwie komisch stoppen oder so. Nicht? Aber natürlich, das Lied ist immer noch wunderschön auf Deutsch. Den kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Gerald kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm, Gott, ich schwöre, die Frau ist so undankbar. ich will Musik Jetzt sie hören. sterben lassen, verdammt nochmal. Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Volksstüß, oder was? Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Calonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Gerald von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht, mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Rittersporn, plapperst einfach los. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sigi Reuven. Reuven, wer ist das? Er kennt ihn eigentlich, aber ich glaube, er hat seinen Namen geändert. Reuven. Wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle teuflisch schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Oh, ich bin da eifersüchtig. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior. Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigirolven, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke, wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Sieht aus. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigirolven.
Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht, aber Rolfen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Machen wir sicher. Aber Ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins natürlich, erst in der nächsten Ich muss Episode. Puschel füttern. Müssen wir wieder Und dann Ende heißt es von der abwarten, Episode ob das Vögelchen nicht von angelangt. alleine Und ich wiederkommt. sage bis bald Pass und auf auf dich auf. Wiedersehen.